Der Mike hilft dem Samichlaus. Der Mike liegt im Spital. Er hat sich beim Schlitteln das Bein gebrochen. Es ist schon noch blöd gegangen. Der Baum ist einfach immer wie näher gekommen und er hat nicht mehr bremsen. Ja, und jetzt ist sein Bein eingegipset. Und so etwas passiert ausgerechnet in seinem Lieblingsmonat Dezember. Die Adventswochen sind für ihn immer die schönste Zeit im Jahr. Viel lieber würde er jetzt schlitteln oder über den Weihnachtsmarkt spazieren, als da im Spital liegen. In der Zwischenzeit tut es Mike zum Glück kaum mehr weh. Seine Eltern haben auch gut für ihn gesorgt. Auf dem Nachttischli steht ein kleiner Tannenbaum mit goldigen Kugeln dran. Seine Lieblingsbücher und Schlagzeuge liegen daneben. Aus dem Radio tönen Weihnachtslieder und er liest in einem Buch mit Samichlaus-Geschichten. Im Nebenzimmer hört er Stimmen und Lachen. Am liebsten würde er aufspringen und zu den anderen Kindern laufen. Es ist auch wirklich blöd, dass er in einem Einzelzimmer liegt. Manchmal hört Mike ganz deutlich eine Mädchenstimme. Sie tönt hell, einmal lustig und einmal ernst. Und er probiert sich vorzustellen, wie das Mädchen echt aussieht. Hat es schwarze oder helle Haare? Braune oder blaue Augen? Vielleicht 99 Sommersprossen und eine Stupsnase? Heisst das Mädchen echt Simon oder Silvia oder Adrienne oder Susi? Der Mike klopft an die Wand. Wartet ein Weile. Es klopft einmal zurück. Der Mike klopft zweimal, dann dreimal. Er probiert seine Frage «Wer bist du?» in Klopfzeichen zu bringen. Aber die Antwort kann er nicht entschlüsseln. Über den Klopfzeichen schläft er ein und träumt von einem Mädchen, das aussieht wie Pippi Langstrumpf. Am nächsten Morgen wird der Mike von einem Poldern geweckt. Der poldert es gerade nochmal. Aber nicht an die Wand, sondern an die Türe. Der Mike ist hellwach. Das muss seine Klopffreundin sein. Die Türe wird aufgestossen und reinkommt der Samichlaus. «Du?» fragt der Mike überrascht und ein bisschen enttäuscht. «Hoppala!» Der Samichlaus stellt ächzend seinen grossen Sack ab. «Ja, Mike, weisst denn du nicht, dass heute Samichlaustag ist? Du hast doch sicher auch einen Wunsch?» Der Mike überlegt. Er hat eigentlich, was er braucht. Da sagt er, «Moll, ich habe schon einen Wunsch. Ich möchte gerne Kind in den anderen Zimmer kennenlernen.» Der Samichlaus schaut dem Mike sein krankes Bein an und schüttelt bedenklich den Kopf. Aber dann sagt er, «Also gut, du könntest ja heute mein Schmutzli sein. Die Arbeit wird mir alleine sowieso zu viel.» «Gute Idee», sagt der Mike, «aber ich kann doch nicht laufen.» Da lupft der Samichlaus den Sack mit den Geschenken aufs Bett. «Das bringen wir schon an.» Der Samichlaus schiebt den Mike in sein Bett durch die Gänge vom Spital. Er bimbelt mit seiner Glocke und ruft, «Von draussen vom Wald komme ich her, ich wollte euch sagen, es weihnachtet sehr.» Der Samichlaus macht eine Tür nach der anderen auf und der Mike hilft ihm, Geschenke an die Kinder zu verteilen. Manche müssen wie er im Bett liegen, andere dürfen rumlaufen. Er redet mit den Kindern und lässt sich den neuesten Spitalwitz erzählen und wünscht natürlich allen gute Besserung. Am Schluss ist nur noch eine Zimmertür vorig. Das ist die Tür vom Zimmer, wo Mike seine Klopffreundin liegt. Und jetzt kommt der Mike noch Herzklopfen über. Wo der Samichlaus die Tür aufmacht, sieht der Mike 4 Mädchen in 4 Betten liegen. 3 Betten stehen an der Wand zum Mike im Zimmer. Der Mike schaut dem Mädchen ins Gesicht und mit den Augen fragt er jede, «Bist du's?» Da zwinkert das mittlere Mädchen mit den Augen. «Ja, ich bin's.» Es sieht wirklich aus wie die Pippi Langstrumpf. Es hat einen Verband um den Kopf, wo drinnen farbige Federn steckt. «Ich bin der Mike», stellt sich der Mike vor. «Ich bin Sandra.» Das Mädchen lacht und der Mike muss mitlachen. Und jetzt lachen auch die anderen Kinder und der Samichlaus mit seinem Brumbass stimmt auch mit ein. Der Samichlaus schiebt den Mike zurück ins Zimmer und verabschiedet sich. Wo der Mike wieder an seinem Platz ist, klopft er gerade an die Wand. «Gute Nacht, Sandra!» Und es klopft zurück. «Gute Nacht, Mike!»
Träum süß.